Es geht weiter, immer heiter vorne, zurück bei Pummelingen Arceus, nun zum Team, das zur Hälfte irgendwie schon pennt, zur Hälfte irgendwie auch nicht. Ne, warte mal, die pennen alle. Bei Magnusson ist es schwierig zu sehen, aber es pennt auch. Nun machen wir mal, der ist hellwach. Hä? Oh, Pion Draghi. Wie süß es irgendwie ist. Na, machen wir mal, was geht ab? Was willst du, Mann? Ich bin Herrscher Machomai, Alpha Machomai. Ja, ist mir doch scheißegal. Also Freunde, willkommen zurück. Ich habe mir offscreen ein paar Gedanken gemacht. Ich glaube, ich werde es mal so machen künftig. Und demnächst sag ich mal meine Boxen und so mal via Pokémon Home sortieren lassen, weil ich habe hier noch nicht geschnallt, wie ich da irgendwie mehrere Pokémon ineinander auswählen und verschieben kann oder bewegen kann. Nicht freilassen, das habe ich mittlerweile gesehen, dass es geht, aber einfach nur verschieben lassen. Und ja, irgendwie, dass ich vielleicht auch mal so eine Teambox machen mit wirklich Pokémon, so wird es eigentlich hier, wo man eigentlich schon gute Moves setzen so drauf, wo man sagt, hey, da wäre dann wieder mal eine Variante, aber halt auch wirklich mal ein paar Pokémon auszutauschen. Da hat er irgendwie auch schon die Idee, Axanto irgendwie durch einen Sherox zu ersetzen, weil Käferstahl fände ich hier irgendwie ganz krasser Typus. Tonupto, ja, eigentlich auch cool, aber irgendwie Feuer-Pokémon braucht momentan irgendwie nicht so viel gefühlt. Irgendwie ganz creepy, irgendwie mal ein Wasser-Pokémon wie Garados zum Beispiel, mal Empoleon und so. Magneson, ja, eigentlich schon cool, aber wenn ich dann einen Sherox hätte, braucht er kein weiteres Stahl-Pokémon, dann würde es irgendwie Elevoltec tun. Anstatt machen wir mal einfach mal ein Lucario rein und so, und Pion Draghi durch einen Skorgel oder Skorgro. Aber aus dem Grund, weil beide sind jetzt offensiv nicht unbedingt so die krassen Typen, also Pion Draghi und Skorgro. Hätten aber den Vorteil, wie ich finde, dass beide defensiv ausgerichtet sind und Pion Draghi, ja, ist halt Gift Unlicht, das ist je nachdem, wo man es einsetzen muss, halt schon cool. Während Gebiet und so, gegen Psycho-Pokémon oder gegen Geister und so. Alles kein Problem, oder gegen Pflanzen, aber wenn irgendwie, ja, ein Areal bekommst mit lauter Boden-Pokémon, so mit Pion Draghi ein bisschen kacke. Da wäre so ein Skorgro eigentlich schon cooler. Aber ja, wir gucken mal, Freunde, wir haben noch viel zu tun. Es pennen immer noch nicht alle. Ah doch, jetzt. Was zum... Machen wir ja, alles klar bei dir? Macho, Mai. Sag mal, hier kommen wir nicht durch, wa? Hä? Okay. Die sind zu fett hier. Naja, was wir trotzdem mit dem aktuellen Team machen können, auch wenn es ziemlich erledigt ist. Nochmal die Movesets checken. Ups, war gerade der falsche, weil ich glaube, die haben irgendwie zum Teil neue Moves drauf. Gelernt bekommen, wie auch immer. Blutsauger, ein Gifthieb, der Giftstärke ist halt eine höhere Volltrefferquote. Das Problem, dass es hier weder Fähigkeiten noch Items zum Tragen gibt, deswegen ist mit der Volltrefferquote immer so eine Sache. Eine heftige Kreuzschere. War das jetzt irgendwie was Neues gelernt? Hat er da mal, warte mal, Steinkante, ja, okay. Tempo hier, wobei ich Nahkampf gar nicht mal so schlecht finde eigentlich. Sind es alle hier gemeistert, war? Okay. Ich glaube, alles solche, die er selber lernen kann. Und kann durch den Attackenmeister. So, was haben wir hier noch Schönes? Ah, Holzhammer, endlich mal. Einen Attacke mit seinem robusten Körper, leider dabei auch selbst Schaden statt Laubklinge. Hat eine hohe Volltrefferquote, ja, aber trotzdem, Alter, diese Bodenattacken. Hier gibt es irgendwie nicht so starke Bodenattacken, aber Erdbeben gibt es nicht. Es gibt zwar eher Kräfte, ist aber speziell, muss ich beim Shelterra zweimal überlegen. Holzhammer, finde ich, passt der Shelterra wesentlich besser. Ja, und bei dir Donner einsetzen. Wenn ich es einsetze, trifft es sowieso nie. Nehmen wir mal noch eine Stahlattacke. Doch, Lichtkanone, wa? Warum kann jetzt eigentlich Lichtkanone nicht einswitchen? Nee. Hä? Da war schon drin Lichtkanone. Aber ich dachte mal noch einen zweiten... Ah nee, warte mal, das war ja... Genau, Magnus hätte einen zweiten Stahlmove lernen können. Genau, das war so, okay. Sorry. Bin ich ein bisschen verwirrt. Mehr als sonst sogar.
Kreuzschere, Felsachse, aber ich habe Kreuzschere. Käferattacken braucht man irgendwie so selten. Ich weiß auch nicht, Psychoklinge. Psychoattacken auch selten gebraucht. Na, kann man da auch drauf, ja. Zum Boosten, das ist jetzt irgendwie nicht so nötig. Hero ist ja vielleicht mal noch eine Variante. Naja. Wir haben auch überlegt, ob ich wieder mal ein Evil ins Team nehme. Wir haben ein paar gefangen. Oder das ein paar. Doch, 2 oder 3. Dass ich doch gerne mal einen Psyaner im Team hätte. Das wäre eigentlich mal richtig geil. So, Spukball. Ich finde es irgendwie auch cool, wenn ich halt so Pokémon mit Tanupto habe und sage, hey komm, du besitzt jetzt die Attacke Phantomparade, auch wenn Spukball eigentlich, solange das gegnerische Pokémon keinen Statuseffekt hat, der stärker wäre. Aber ganz ehrlich, Phantomparade ist ja auch ein Signature-Move von Tanupto. Den beherrscht nur er, also Hisui Tanupto natürlich. Deswegen finde ich, macht das, wie ich es bisher gemacht habe, schon Sinn. Aber ja, ist meine persönliche Meinung. So, wenn wir sagen, Freunde, ich glaube, wir haben im letzten Part einiges gemacht hier. Ja, Attacke meistern, so genau das noch machen, aber ich glaube doch, dass ich jetzt erstmal wieder zum Leiter gehe, dem Buku, und meine Dinge abschließe. Ja, komm, machen wir das mal. Und gucken dann weiter. Eben mal das Team ersetzen an einer künftigen Folge und so. Aber vielleicht wirklich mal komplett das ganze Team austausche. Wäre auch eine Option. Ah, es gibt so viele Varianten. Genau, Skorgler. Und Skorgo noch gar nicht. Keine Ahnung, wie ich das irgendwie... Was ist Blaue besiegt? Ja gut, ja, aber war kein wildes. Irgendwie wildes Skorgo noch nicht richtig gesehen. Ich muss vielleicht nochmal ins Gebiet zurück, weil eigentlich soll es da wildes Skorgo geben. Rang 7. Du kannst nun Tonnenbälle einsetzen. Aller Level im Kampf gehorchen. Krass. Für Tonnenbälle. Das würde ich. Sehr schön. Tonnenbälle müssen wir gleich mal nachher mal wieder mitnehmen. Wenn noch ein paar abgelagert, will ich vielleicht die Schwerbälle komplett ablegen. Oh, da stimmt, den Buch muss ganz hoch. Den Buku, Sir, bin zurück. So. Der Tsubaki fragt sich also, ob die Rage der Könige und Königin eine Art Prüfung des ehrwürdigen Sinnoh sein könnte. Welch ein Bullshit, aber naja. Wenn es so sein sollte, was genau würde der ehrwürdige Sinnoh dann damit bezwecken, die Könige und Königin in Rage zu versetzen? Ist wütend? Wenn ja, weshalb? Möchte das Menschen im Pokémon auseinandertreiben? Ach, wir Menschen können einfach nicht wissen, was im Pokémon vorgeht. Und was ist der Riss im Raumzeigefüge überhaupt? Warum hat er sich geöffnet? Du musst erschöpft sein. Wir vorschlagen, dass du in einer heißen Kost erstmal etwas Kraft tankst. Ich habe Mubeshi schon angewiesen, dass er die feinsten Kartoffelmochi zubereiten soll, die seine Küche hergibt. Danke, Boss! Dünne Luft und steile Pfade. Bisschen Pause, das wäre jetzt gut, hey, eine kleine Pause. Wir sind auch schon bei Part 59, Freunde, Alter. Heute geht das Essen auf Expeditionsleiter dem Boku. Lass euch schmecken. Ja, auf Kosten des Bosses essen, geil. Was für ein wunderbarer Duft, man läuft das Wasser im Mund zusammen. Dabei erzählt der Boss sonst immer, dass es sparsam sein will, solange sich unsere Existenz hier noch nicht gefestigt hat. Ich habe gehört, dass es dank unserer Forschung der Pokémon nun leichter ist, diverse Materialien zu sammeln. Aber wer hätte gedacht, dass einmal jemand einfach so aus dem Riss im Raumzeigefüge fallen und dann allen in Hisui helfen würde? Durchschau die gefährliche Mission, die du erfüllen konntest, hast du das Vertrauen der Bewohner von Hisui verdient, Michael. Weil es so schön, unser Betragen ist ein Spiegel unserer selbst. Hihi. Du lässt deine Taten für dich sprechen, deswegen spielt deine Herkunft auch keine Rolle. Jetzt bist du ein Mitglied der Forschungstrupps und ein waschechter Jubeldörfler. Ne, Jubelstädter, wohl eher. Also künftig, vermutlich, ich hoff's, egal. Am nächsten Tag.
Es ist gut, früh aufzustehen. Was? Wirklich? Es ändert ja nichts an dem, was man den Tag über tun kann. Das stimmt. Doch, den Morgenstund nach Gold im Mund. Ach, nö. Oh, come on. Muss das sein? Den ollen Spruch hier abbilden? Beispielsweise konnte ich so der Einladung von Expeditionsleiter dem Boku möglichst früh Folge leisten. Na und? Ich bin genauso früh da wie du. Ich musste sogar noch früher aufstehen als du, weil ich den ganzen weiten Weg hierher gelaufen bin. Deswegen musst du noch lange so einen Aufstand machen. Freunde, beruhigt euch, ja. Du kommst auch, oder? Du weißt vermutlich schon, worum es geht. Hä? Jetzt ist es eh nicht mehr weit. Hä? Wer reinguckt so, was ist los? Darf ich vielleicht ganz kurz meine Boxen durchkommen? Ich wollte gerade was anderes machen. Ja, alles klar. Du hast nun 4 Könige und Königinnen besänftigt. Leicht war es nicht. Als er davon hört, dass in Hisui allerorts Könige und Königinnen in Rage fielen, habe ich mir ernste Sorgen in Zukunft aller gemacht. Ich hätte jemals gern, dass jemand wie du aus dem Himmel stürzen und sich so für uns ins Zeug legen würde. Man lehrt ihm doch nie aus. Nun, es gibt noch einen letzten König, der sich in weißem Frosteln befindet. Aktilas. Das ist ein Pokémon der 5. Gen, oder? Ne, warte mal. 6.? Ich glaube 6. War, glaube ich, aus Kalos. Also gibt es hier wohl eine Hisui-Form davon, wie bei Elektroball und Arcani und... Laut Perla soll er der mächtigste von den Königinnen und Königinnen sein. Dann auf das höchste Level, na und? Hier also eine nächste Mission. Kümmere dich um den letzten König. Besänftige Aktilas. Vielleicht zeigt sich dann ja auch beim Riss im Raumzeitgefüge irgendeine Veränderung. Josh, ich sehe das, sei so! Der Perl-Clan, der Diamant-Clan, die Galaktik-Expedition werden zu der Sache gemeinsam annehmen und für eine strahlende Zukunft sorgen. Geh schon mal vor, wir sind uns dann im weißen Frostland. Zieh dich besser warm an. Okay. Bevor wir da hingehen, würde ich doch gerne noch irgendwie noch ein paar Sidequests abholen, abschließen und hast nicht alles gesehen. Was, immer noch? Ih! Was ist los? Aber teleportiert ist Wampel nach draußen. Aber. Was ist denn das gerade? Als nächstes wird dich deine Forschung aus ins weiße Frostland führen. Das unbarmherzigste gegen Hisuis. Du bist der Einzige, dem ich die Erforschung des weißen Frostlands anvertrauen kann. Lass mich raten, das ist irgendwie da bei Ding City rum, da bei. Wie ist der Ort schon wieder von der Sitten Arena in Diamant Perl, also in der Sinnoh-Umgebung, also hinterm Kraterberg. Erfüllt eine Mission. Ja, mach ja. Mein Gott. So, erstmal Sidequest mitnehmen. Was? 100 Stangen? What the fuck? Was ist los mit der Alten? Der hat wohl einen Knall nicht gehört, wa? Irgendwelche Quests hier gerade noch? Nichts aus, wa? Okay. 100 Stangen Fittlauch. So fit bin ich jetzt auch wieder nicht. Alter, überall neue Quests, ja, liegt mir am Arsch, ey. Vergiss es, ich weigere mich! Was ist mit dem los? Ach, sei grüß, werter Kunde. Entschuldige, dass du diese Szene mit ansehen musstest. Ich habe Tao Hua nur gebeten, mir neue Waren zu verkaufen, aber will einfach nicht. Was braucht er? Strandrettiche? Strandrettich. Lass mich ran, aber auch. Wobei, was soll der im weißen Frostland sein? Strandrettich. Eigentlich eher ein Gebiet, das einen Strand hat, aber andererseits würde es keinen Sinn machen.
Weil schon irgendwie überall so irgendwie hier und da waren. Wo es einen Strand hatte. Okay. Dann mal gucken. Was? Das war purer Zufall, ich schwör's. So viel Kohle habe ich gerade auch nicht mehr gesehen. Das liegt nur an diesem Kack. Kack. Oh, 400. So. Diesen Boxen. Die ich bezüglich Dingsbums gesammelt habe. Rotom. Den Kühlschrank und die Mikrowelle. So, was ist los mit euch? Hä? Das ist ja traurig hier. Hab ich schon. Was? Ah, achso. Es ist ihm unangenehm. Ja, wie geht's mir erst recht? Alter, ey. Ne, die arme Sau. Wenn es nachher zum weißen Frostland geht, das klingt ja schon eher nach einem Eisgebiet. Also wäre natürlich so Feuer, Gestein und Stahl-Pokémon gar nicht mal so schlecht, war. Also quasi Canucto, Axanto, Magnesom, wenn natürlich da brillieren, war. Denke ich jetzt mal. Bei ihm ein Cheros nicht schlecht wäre, aber irgendwie ein Gestein-Pokémon. Der Tack hätte trotzdem gerne dabei, muss er zugeben. Freunde, zurück! Also, Opa, fängst du schon wieder damit an? Len, was machst du denn hier? Tauhur. Ah! Dann haben wir doch auch versprochen, niemals zu heiraten. Das war schräg. Sogar für Jubeldorf-Verhältnisse. Mal wieder nachfragen. 9 waren 71. Okay, müsste vielleicht die letzte Mission gewesen sein. Von denen. So, ich brauche erstmal ein bisschen Kohle. Habe ich irgendwas zum Verkaufen? Mal gucken, wofür ich dieses scheiß Purpurstück und so, oder Grünstück und so brauche. Hat mich noch nie interessiert, wo man da genau einsetzen muss. ...228 Glanzsteine, lecko mio, ey. Sehr gut für die ganzen Überbälle. Ich theoretisch noch bräuchte Fittlauch, 4 Stück. Oh. Schmerz. So. Was habt ihr denn hier alles, teure Sachen, die das Leben schöner machen. Viele viele tolle Boden. Warte mal. Schwerballen, Zentnerballen, Tonnenball selbst hast du aber nicht, wa? Creepy. Sehr gut, warte mal. Ich mal solche Dinge alle ein bisschen ab und guck mal, was er jetzt hier auch für neue Bälle und so und dies und jenes noch craften könnte. Vielleicht erstmal mich um die Bälle kümmern, wa? Also die Bälle brauche ich ja normalerweise Aprikoko,
Glanzsteine. Ich mache mal alles mit, was ich irgendwie brauche dafür. So. Was wir gerade direkt hier drüber. Wenn die irgendwie sowas etwas herzustellen im Zimmer selbst drin. Ah, natürlich kann ich auch hier drüber machen. Handwerkerkiste, ja, das war irgendwie auch eine stationäre, aber egal. Medizinbälle, so Flügelball. Zentnerball. Natürlich keine Zentnerbälle mehr, ist klar. Tonnenbälle. Da will ich natürlich mehr Eisenbrocken und Schwarzglanzstein, okay. Eisenbrocken und Glanzsteine. Mhm. Beim Flügelball braucht halt überall irgendwie Eisenbrocken. War okay, warte mal, dann machen wir es hier doch mal so. Nehmen mal 11 Stück davon. Hyperbell habe ich auch nicht mehr so viel. Das haben wir mal gemacht, ist aber etwas. Wir müssen bei Gelegenheit mal noch Eisenbrocken sammeln. So, weiter geht's im Text. Nehmen wir die alle noch mit. Weil ich gerade echt nicht mehr sicher bin. Pilz. Ne, können zwar Pilzdinger machen und so. Bohnenköder und dann noch ein paar von denen hier. Knirschmineral, Material. Mir geht es gerade um die Heilsachen herzustellen. Warte mal. Medizin, genau. Warte mal, was haben wir denn hier alles? Beleber brauche ich Fittlaucher. Vitalknospen. Trank. Supertrank, Hypertrank. Theoretisch Top-Trank mit einer Zitrobeere hätten wir auch. Und 7 Königsblätter. Komm, wenn ich schon mal dabei bin. Cool, wenn ich das für einen Top-Trank, den wie die anderen Tränke als Basis brauche. Aber ganz ehrlich, ein Trank braucht momentan eigentlich eher weniger. Supertrank, ja. Und natürlich generell auch ein Hypertrank. Noch 3 von dem, ja. Ich kann einfach kein Beleber mehr machen. Enderkarte habe ich auch keins mehr. Ja, war jetzt nicht gerade so super. Warte mal, Köderteig brauchen wir noch. Genau. Wie mache ich jetzt diese Köder-Dinger schon wieder? Ich brauche mal noch das da. Ich brauche die Pilze. Ich brauche Honig. Ich brauche den Reis. Ich brauche die Bohnen. So. Wurf-Items. Da können auch Rauchkugeln selber herstellen. Wäre durchaus eine Option. Mhm. Also Knirschmineral. Fels wird pflanzliche Pokémon. Ich glaube, man macht mal so. Wovon ich jetzt am meisten? 2. Ich mache keinen Köderteig mehr. Okay, warte mal. Nehmen wir noch Rauchknollen Rundblatt mit.
Eieiei. Zitterbeer aber auch nicht mehr. War noch ein paar Köderteig. Köderteig. Also ein Basisteig einfach, brauchen wir noch. So, ups. Kann ich auch bei dir kaufen. Beleber ist zwar schweinemäßig teuer, man trotzdem ein paar kaufen, wenn es geht. Ja. Muss ich noch mal ein bisschen Geld farmen. Da ist so die Frage, was soll ich irgendwie ein bisschen Offspin und so machen? Also Mineralien, Materialien so sammeln. Klebekuh kann ich momentan noch keine machen selber, aber ihn noch fangen, ne? Da wäre natürlich sowieso geil. So, da kamen ja noch 2 Stück dabei. Ist auch keine Rolle mehr. Munterer ist bodenlebende Pokémon, das sowieso ständig brauchen. Kullerbohnen, den Köder. Komm, Bohnen haben wir irgendwie 4 Stück noch. So. So, jetzt wird sie noch Blanco, aber scheiß drauf. Ups. Oder 10 haben. So, die anderen sind auch schon ein bisschen mehr wert. Perfekt. Gut. Dann wieder zurück zur Box oder dem Itemlager. Ein bisschen was abgeben. Jetzt ist eh schon vorbei, aber das mache ich jetzt noch ganz kurz. Kurz vor allem. Dann haben wir jetzt Zentnerbälle, Tonnenbälle. Wir haben die Hyperbälle, Flügelbälle, da fehlt noch ein bisschen was. Das stimmt, ansonsten... Jo, schon sind noch viel dabei, würde ich mal sagen, wa? Also mal gucken. Metallmantel hätten wir, wenn ich mal einen Sherox machen will. Evoli-Entwicklung hätten wir auch genug. Torfblock für Ursa Luna hätten wir auch. Ein paar Dinge haben wir schon mal. So schlecht. Dinger behalte ich jetzt mal hier noch. Die Leistungsdinger. Neues Team war mal noch die Idee, war. Aber ich glaube, fokussieren wir uns erstmal wieder ein bisschen auf die Sidequests. Und guck dann vielleicht mal, ob wir irgendwo unterwegs wären, wieder mal ein anderes neues Pokémon zu finden. Und bevor wir dann ins Frostland gehen, da will ich aber das Team nochmal ein bisschen umstellen. Eben bereits erwähnt, einmal mit der Idee, einen Skorgro mitzunehmen, vielleicht mal einen Psyan oder so, was ich gerne dabei hätte. Eventuell zu überlegen, Tanupto und so weiter und so fort. Unsere Xanto eben durch einen Sherox ersetzen, Tanupto vielleicht durch einen Panferno. Auch wenn es unser Starter ist, aber ja, nehmen mal mit den Boxen müssen wir noch aufräumen. Die wir so haben. Aber wird schon, Freunde, wird schon. Ich sage an der Stelle mal vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal zu Pokémon Legend Arceus. Noch ein paar Sidequests abholen und dann mal gucken, was wir noch so machen können, bevor es ins Frostland aufgeht, wa? Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.